schon ein bisschen so etwa. Ja, ja. Dann kann ich das mal doch ein bisschen ändern. So kann ich es eigentlich lassen. Ich tue immer die Axt weg, es ist so schlimm. Flop. Okay, da gibt es wahrscheinlich einfach zwei Parts aus dem. Wieder mal, dann haben wir ein bisschen längere Aufnahmesessions wieder mal. Aber nein, es würde mich wirklich wundern, was ihr zu allem Werbe-Scheiß denkt. Ob ihr wirklich Fan davon sind. Also, ich bin jetzt nicht böse, wenn es sind. Ich finde es einfach nicht so verständlich, aber jedem das seine. Ich bin jetzt, dass ich keine andere Meinungen neben meiner erlaube. Ich glaube an das, wenn ich sage, nein, es ist... Ich bin nicht so einer. Ich möchte einfach gerne wissen, dann, wieso jetzt genau das. Da mache ich jetzt, glaube ich, mit Stein, habe ich das Gefühl. Was ist das gewesen? So. Ja, dann wäre das Facebook-Thema mal abgeschlossen fürs Erste. Facebook-Werbung-Thema. Dann, ja, altbekanntes Thema, wo ich auch darauf hingewiesen worden bin. Wo euch sicher alle schon mal beschäftigt hat, nämlich ja, das Internet. Wow, nein, ACTA. ACTA, Datenklau, bla. Und ich hole jetzt da ziemlich weit mal aus. Also nicht nur ACTA, sondern auch eben die was sind so, die Steueraffären von allem Möglichen. Also es ist jetzt ziemlich viel gelaufen. Also für die, die nicht wissen, ACTA ist so ein Gesetz, das ich wollte, ja, wie kann ich das am besten erklären, wo noch quasi das Urheberrecht verschärfen, dass du noch weniger quasi können kopieren. Also nein, ich glaube, wenn du nicht mal, wenn du nie, ich weiß nicht, auf meinem Video oder so, einen Film, so, nennen wir mal Kino.to, wenn du auf Kino.to einen Film geschaut hast, kannst du jetzt im Moment nicht bestraft werden, weil du hast ihn nicht hochgeladen. Und mit dem Gesetz, unter anderem, hättest du dich strafbar gemacht, wenn du den Film nur angeschaut hättest. Also, da hättest du schon klopfen an der Haustür und sagen, hey, Jüngchen, gib uns Geld. Aus dem Sinne. Und eben, ich glaube, ja, nein, das habe ich sogar gehört, dass da die Filmindustrie quasi das Gesetz haben wollen, Creeper machen, eben weil viel quasi ihre Filme illegal im Internet ja, downloaden oder weiß ich was und sie einfach recht viel Geld verlieren durch das. Aber ich finde, mit so einem Gesetz entgegenwirken, dass man die Leute noch mehr bestrafen, einengen in ihrer Freiheit, finde ich recht falsch. Also, ich würde es jetzt ein bisschen anders machen. Nämlich einfach, ich weiß auch nicht, einfach damit leben. Die Firma gehen ja nicht rund, wenn jetzt Leute wenn jetzt, ich weiß auch nicht, ein paar tausend Leute, stirb doch, wenn jetzt ein paar tausend Leute oder ein paar hunderttausend so einen Film downloaden, also die Leute, die wirklich Fan sind, so Sachen, ich merke es auch bei mir, also wenn eben zum Beispiel jetzt ist so ein Green Day Album rausgekommen, ist jetzt zwar kein Film, aber gleich Musik und ja eben, ich habe es jetzt mir auch noch persönlich im Laden gekauft, weil ich einfach Fan von der Band bin. Und ich habe das Gefühl, eben, die Leute, die wirklich die Film gut finden, die kaufen dann den Film auch. Also so würde ich machen, weil ich weiß auch nicht, wenn du im Internet immer wieder musst suchen, ist es einfach nicht das gleiche, als wenn du einfach schnell kannst so DVD rausziehen. Oder ich weiß nicht, wenn du von iTunes abgeladen hast. Ja, es ist besser als das Gefühl, eben, dann willst du auch die Leute, die den Film gemacht haben, unterstützen. Und jetzt eben, gehen wir ein bisschen weiter zu anderen Datenklau-Sachen. Ach, darum kann ich es nicht aufnehmen. Kein Bug. So. Also eben, das finde ich auch seltsam, wenn irgendwie in der Tagesschau und allem Möglichen, dass so aufbaust wird wegen Datenklau. Und wie blöd eigentlich Leute können sie eben, dass wenn sie so Geld verdienen quasi, indem sie einfach so CDs nehmen. Oder, ja, so vor allem so Bankmitarbeiter. Ich bin selber einer, aber ich bin nicht so einer. Eben, die dann quasi ihre, ich sage jetzt mal, Stellung benutzen, um quasi eben so Daten-CDs rausholen und ja, anderen Leuten noch mehr Schaden zufügen. Klar, die haben Steuern hinterzogen, aber ja, eben, es ist jetzt ja, eigentlich ist schon Staatsverbrechen, wenn du es ganz genau nimmst. Aber ich weiss nicht, das ist einfach ja, du machst selber quasi ein Verbrechen, um ein Verbrechen zu bekämpfen. Irgendwie so sehe ich das. Also,
Ich finde es einfach nicht ganz logisch, würde ich jetzt mal sagen. Du tust zum Teil das Vertrauen einfach von anderen Leuten missbrauchen. Ich sage jetzt nicht von diesen Kriminellen, sondern eben zum Beispiel von denen Vorgesetzten, die das Gefühl haben, eben bei dir sind Daten aufgehoben. Die wissen ja gar nicht eben, ob das jetzt Steuerhinterzieher sind. Ich merke das ja selber, also bei einer Bank, da siehst du einfach, hast Kunden und die haben Geld bei dir. Und ich weiss nicht, wenn jetzt einfach eines plötzlich das Gefühl hat, so, ja, der könnte die Steuern hinterzogen haben, du weißt es nicht und nimmst mal einfach seine Daten so auf eine CD und tust sie ein bisschen mal schicken der Regierung, vielleicht stimmt es auch nicht, vielleicht hat er gar keine Steuer hinterzogen, ist egal. Die Hauptsache ist natürlich, dass die Regierung nachher sämtliche Daten von diesen Leuten hat, oder viele Daten, und genau weiss, wie viel Geld die haben, und wie viele Kontos die haben. Also, ja, ich finde es leicht asozial, würde ich jetzt mal sagen. Aber eben, wenn es wirklich Steuern hinterzogen hat, ja, aber ich finde, man könnte das ein bisschen anders angeben. Auch all die Steuern, sagen wir jetzt, ein Steuerstreit mit den USA, mit Deutschland, also, ja, es ist, ich finde es langsam lächerlich, ehrlich gesagt. Also, dann kommen die Deutschen wieder, die können die Steuern hinterzogen haben, gib uns Daten. Leute, wir haben das Bankgesetz, es wird leider wahrscheinlich nicht mehr lange existieren wegen diesen Arschlöchern, sorry auf Deutsch gesagt. Weil, ja, alle drängeln darum und ja, da muss ich ja sagen, wir sind einfach zu nachgiebig. Wir müssen einfach sagen, nein, sorry, wir haben jetzt das Gesetz ist gut für uns und wir sollten das lassen. Also, sorry, Deutschland und Großbritannien, was könnte uns gross machen, wenn wir Nein sagen? Sie können das nicht den Krieg erklären. Sie können höchstens sagen, quasi eben, dass unsere Banken nicht mehr dürften, Dinge dort das Geschäft tätigen und dann würde sich selber eigentlich als Beigehen, habe ich das Gefühl, weil eben dann noch mehr Leute hässig sind, der Turm ist zu klein, habe ich das Gefühl, ne? Ja, der Turm ist zu klein, den reissen wir nicht ab, das bleibt einfach ein Teil vom Turm. Aber nein, es ist, ja, eben, der Bundesrat, einfach alle das Gefühl haben, so, ja, wir müssen immer nachgeben, wir sind voll da die Kompromissnation, und wir haben schon eine eigene Meinung, aber wir dürfen sie nicht zeigen, wir müssen immer Kompromiss machen. Sorry Leute, nein. In der Geschichte der Schweiz, jetzt mal ein bisschen weiter zurück. Früher waren wir gefürchtet als Söldner und gute Kämpfer. Und jetzt was sind wir? Ein Schwächling, der immer allem nachgeht. Also, so sehe ich uns ein bisschen im Moment. Und das muss nicht sein. Das muss wirklich echt nicht sein. Also, ich weiß auch nicht, ob ihr gleich denkt wie ich. Und eben, wie gesagt, wenn ihr es nicht denkt, ich erkläre auch nicht den Krieg. Ich kann mich auch kritisieren, wenn ihr Lust habt. Aber das ist einfach ein bisschen meine Meinung zu diesen Themen. Und ich baue fast nichts, fällt mir auf, sorry. Ja, wir haben die Nacht wieder mal durchgemacht. Mit ein bisschen Glas. Ja, also Politik ist eher ein Thema, das mich ein bisschen aufregt. Aber ich probiere es ein bisschen gelassener zu nehmen. Ich probiere es. Aber nein, es ist zum Teil wirklich ein bisschen frustrierend, wenn du einfach siehst, wie dumm Leute sind. Das ist ja eben mit das Nachgehen. Also, irgendwann, ja eben, das Steuergeld zahlt Steuern, ich jetzt noch nicht, aber auch gleich. 2 Jahren. Und eben, dann siehst du einfach, wozu das künftige Steuergeld verputzt wird. Eben einfach zum Teil so also Gerichtsverhandlungen zu führen. Über einfach Scheiß. Wow! What the fuck? Hör auf mich so verschrecken, Kollege. Hör einfach auf. Kann ich nicht gern. Gar nicht gern. Boah, the fuck. Also eben der Turm wird noch ein bisschen grösser, noch ein bisschen höher und ein bisschen, sagen wir, grösser. Mit vielen Anbauten. Ist zwar nicht so schön wie der, den ich ja, in meiner Singleplayer-Welt gemacht habe. Von dem her, aber nein, ja. Für den Anfang mal etwas. So, dann machen wir mal die zweite Etage da oben. Die Fenster lassen wir ein bisschen grösser. So. Oh, mich würde jetzt auch noch interessieren, wie findet ihr mir jetzt mein Let's Play? Seid ihr ein bisschen mehr schnurren? Und ich sage jetzt mal ein bisschen weniger bauen. Also, findet ihr das generell gut oder findet ihr das scheiße? Also, das heisst nicht, dass ich immer wenig wird bauen. Es ist einfach so, noch ein bisschen die Abstimmung zu finden zwischen Schnurren und Bauen. Weil wenn ich bauen will, ich mich eigentlich aufs Bauen konzentrieren und nicht aufs Schnurren. Weil sonst baue ich scheiße. Ist so. Das ist erwiesen.
Das ist wissenschaftlich erwiesen. Nein, nicht wirklich, aber... da wäre ich eigentlich jetzt meinem Plan nach wieder so eine Schicht drüber. Aber, noch nicht da. Ja, ich habe mir ein bisschen Plan gemacht. Aber der Plan besteht nur in meinem Kopf. Ich bin nicht so hobbylos gewesen, sag ich jetzt mal, und habe mir einfach so eine Zeichnung gemacht. Weil ich habe mal beim anderen Turm einfach mal drauf losbauen und dann gefunden, er sieht ziemlich cool aus, so wie er gerade ist. Dann gefunden, das könnte ich eigentlich ins Let's Play übernehmen. Aber ich bin jetzt nicht so einer à la Gronk, der dann die ganze Welt kopiert von anderen Safe Games. Ich weiß auch nicht, wie mir einfach das technische Geschick dazu fehlt und die Mühe, quasi mich so darauf zu vorbereiten. Ich wollte eigentlich selber alles da herstellen, würde ich jetzt mal sagen. Noch ein bisschen mehr Glas hätte ich gern. So. Das lange nicht mehr. Dann rühren wir es weg. Tschüss. Das sieht ja komisch aus. Egal. Ist doch klar gewesen. So. Stirb. So. Yeah. Da oben könnte man eigentlich auch mal... Wisst ihr was? So ein Chillglas da machen. Sieht das gut aus? Jetzt mal. Es hat etwas, irgendwie, es hat etwas, aber ich weiss nicht, ich muss mal schauen, wie es weitergeht da oben. Also eben, das ist erst ein Räumchen, von dem her kann man noch nicht so viel sagen. Ich könnte es natürlich erst kritisieren. 2, 3, 4. Gut, das ist die letzte Stufe von dem ersten Stock. Also, ich könnte es natürlich kritisieren, wenn ihr wollt. Jedem das seine. Aber es wird sicher noch grösser, also wir müssen nicht euch beschweren, es ist zu klein. Das wird wahrscheinlich unser Schlafzimmer. Würde ich jetzt mal sagen, so. Mit einer coolen Aussicht auf Ebenen, Wälder. Ja. Und die Stege. Ja, ich wollte Stege bauen eigentlich. Ich weiß nicht. Wolltest du mich verarschen, du Kollege? Wolltest du mich verarschen? Ja, super. Dann wird es Zeit, dass wir das Dach hineinziehen, aber ich wollte wirklich da die Stege drauf machen. Zu einem anderen Stock, weil Leiter-Fan. Ja, ich weiß auch nicht. Wenn ich dann so alt und bucklig bin, komme ich nicht mit Leitern drauf, oder? Solange wird das Let's Play nicht mehr dauern, hä? Nein. Wenn wir noch schauen, wie lange das Let's Play dauert. Wenn wir noch schauen. Aber lasst euch gesagt sein, es wird eine Weile dauern. Vielleicht gerade 800 Folgen. Irgendwann habe ich dann die Schnur noch voll. Vielleicht mache ich da gerade Stege. Jetzt mal. Einfach mal so als Idee. Würde das theoretisch gut aussehen? Ich meine jetzt nicht so, sondern... Ich meine eher... Das kommt gerade. Ich meine eher... So. Oh, das Auge. Ich weiß nicht, es sieht irgendetwas Herz, irgendetwas. Stylisch. Und der Turm sieht ziemlich viereckig aus. Auf der einen Seite. Auf der anderen nicht so. Okay. Nein, irgendetwas Herz, irgendetwas. Ja, das kann ich dann so weiterführen quasi. Ja, nein, das hat etwas, das hat schon etwas. Okay, dann oben machen wir glaube mal mit einem anderen Holz weiter. Und nein, ich werde wahrscheinlich nicht alle Hölzer, die es gibt, mal verbauen in dem Turm. Aber später wahrscheinlich schon mal. Und schreibe mir bitte nicht an, was es für Updates gibt und was die machen. Ich möchte das eigentlich gerne selber herausfinden, auch wenn ich es vielleicht gar nicht herausfinde. Aber wenn ich wirklich merke, ich finde es wirklich nie raus. Und ja, ich komme nicht mal auf die Idee, dass es so etwas könnte geben. Das ist jetzt sehr vage, ich weiss, aber ich wüsste hoffentlich, wie ich es meine.
Also eben, wenn ich zum Beispiel, ich könnte auch schreiben, ich soll mir so etwas bauen. Und das kann ich nur mit einem neuen Update. So könnte man es machen. Aber was ich einfach sagen eben, schreibe nicht irgendwie, ja, schau mal, wenn du mit dieser Aktie jetzt etwas abbaust, kommst du Health Points, aber ich möchte dann quasi den Wow-Effekt ein bisschen aufrecht behalten bei mir. Was ist der Roch da rein? Jetzt hat keine Fackel. Nein. So. Also ihr wisst jetzt ein bisschen, wie ich meine, hoffentlich. Wir müssen noch Kohle holen, zum schnell ausleuchten und dann beende ich die Aufnahme auch schon wieder. So. Es ist langsam anstrengend, wenn einfach die ganze Zeit muss schnurren. Und Themen findest. Wobei ich finde, dass das Let's Play ein bisschen unterhaltsamer macht. Eben, wenn wir ein bisschen Themen haben. Wieso ist das die ganze Zeit, ja, ja, ihr wisst, was ich meine. Okay, dann sieht man sich in der nächsten Aufnahmesession. Einen schönen Bis.